Merci Herr Baum, den noch dieses Projekt ganz gut präsentiert hat. Ich meine, die Nütter ist ganz klar gesagt, an der Gestalt, wo wir auch d'accord sind, dass Mini-Crèche eine gute Idee ist. An hier schon in verschiedenen Reden noch nach Strach gehen, weil es zusätzliche Möglichkeiten, wo Flexibilität bringt, dass es eine ganze Reihe Leute sowohl am dem zuständigen Sektor wie auch bei den Älteren kann arrangieren, auf seine Möglichkeit zurückzugreifen. Also die erste immer auch der Idee von den Mini-Crèchen ganz positiv gegenüber. Aber auch heimenglich, als es übrigens Ende einer Legislaturperiode für mich allgemein Kommentare zu machen über die Politik, die wir gesehen haben in diesem Bereich. Das echt ist, dass wir nach einmal feststellen, dass die Erziehung von den Kindern trägt an das Privileg von den Älteren ist. Wenn also hier gesagt wird, dass Mini-Crèchen oder überhaupt die Strukturen an dem Alter eine Aufgabe an der Erziehung hätten, dann ist das höchstens subsidiarisch. Das höchstens etwas, was die Eltern kann unterstützen, mit der Staat darf sich nicht ummussen, wie zu sagen, mehr erzählen kann an sind die Älteren, die den accessoire Rolle haben. Das ist auf jeden Fall nicht die Perspektive. Dafür gesehen mir auch die politische Zuständigkeit für die Kinderbetreuung in dem Alter nicht bei der Education, mehr an der Familienpolitik. Die zweite Bemerkung, als die von der Politik überhaupt, ich meine, Madame Lochschild hat nach einer Erinnerung gerufen, über die Möglichkeiten, die Eltern haben, wie sich zu dezidieren, welches Familienmodell, welches Lebensmodell für sie die richtigen ist. Mit einer Regierung, die an den letzten 5 Jahren konsequent alles gemacht hat, für die Familien zu unterstützen, die wollen, müssen, wie auch immer, sich dezidieren, für zu zwei schaffen zu gehen. Und wir sind auf die Weg mitgegangen, wenn wir denken, das ist richtig für Leute, die für sich die wollen treffen, für auch das zu unterstützen. Aber was uns fehlt, das ist, dass wir auch die unterstützen, die eine andere Decision, wie hier Familie wollen holen, die dezidieren, dass will daheim bleiben, für die elementar elterliche Aufgabe von der Kindererziehung selber zu holen. Und das ist etwas, was die Regierung komplett negligiert hat. Sie schwätzt von Chancengleichheit, aber an dem sie wolle eng Freiheit von den Familien ausklammert und sogar aktiv eigentlich immer gegen die Wolle bekämpft. Also nicht zu bekämpft, nicht dass dagegen Viergang materielle Möglichkeiten weggeholt für so schwarze ermöglichen. Das ist auch nicht der Weg der ADR. Ein nächster Kritikpunkt, den wir haben, das ist das, was an dieser Legislaturperiode angefeiert gehen ist, das ist die plurilingual Freierziehung. Auch hier ist das gehen, und ich glaube eigentlich immer Männer, dass das soll spielerisch sein. Wenn man in den Text zum Gesetz liest, da schwätzt in der Pratique quotidienne de deux langues, das eigentlich nicht mehr die erste Idee von dem spielerischen Ruffeieren und einem anderen Spruch, aber Schritt für Schritt sehen wir hier auch, dass das Französisch praktisch etabliert wird. Französisch wird an mehr wie enger Hinsicht diskriminatorisch ist. Das diskriminatorisch für und allem gegenüber denen Ausländer, die aus Lützeburg kommen, an die weder Lützeburger nach einen französischsprachigen Hintergrund tun, an dem man da direkt nach 2 Fremdsprachen konfrontiert etwas hat wir nicht können akzeptieren. Das ist eine Diskrimination inner ausländische Kanner oder Kanner, die eben kein Lützeburg oder Französisch als Mammesspruch haben. Es wäre bald Versicht für den genderkorrekten eng Fre zu mehr wie Mammen oder Pappespruch zu mehr. Ich gehe nicht auf den Niveau ruf, dass ich mich auf die Gender-Diskussionen anlose. Das zweite ist, dass man also nicht nur dass man Diskrimination und mir eine Bremse die Integration. Es ist für uns einfach klar und deutlich, dass man Lützeburg als einzig Integrationsspruch von Anfang an haben, weil den einzigen Weg ist, für langfristig das Gesellschaft zusammen zu halten, an die Gesellschaft zu integrieren, die neu bei uns kommen. Die konsequente Favorisierung von der multilingualen Freierziehung als eng von den Hypotheken an der Erbschaft von dieser Regierung für die nächsten Jahre etwas muss korrigiert gehen, wenn wir einen Zusammenhalt, eine Solidarität, eine Kohäsion an der Lützeburger Gesellschaft auch an der Zukunft hätten. Es freut mich, dass CSV hier könnt, und eigentlich auch sieht, wie sie gegen die multilinguale Freierziehung, und
dann Äwer fir dat Gesetz he stimmt, dat das eng Logik, die mir net kënne no vollzeien, a wo man so entwer das dann Kredibilitéit vun einer Partei wie der CSV, die se mir sinn net d'accord, a locher praktisch se mir sinn Äwer d'accord, weil mir stimmen dafür. Ech kann ich locher so, dat van CSV an enger nächster Koalitionsverhandlung ass dat ze no gëtt, an dat ze ëmfällt, an dat ze och fir die Freierzeung, multilingual Freierzeung mat stimmt. Dat as locher klo, sos ging se wéi mir haut das Gesetz net mat stimmen, mir enthalen als, weil wie gesot Minikräch as eng gut Idee, aber so wie Dateien als präsentiert gëtt, können mir net akzeptieren.